Ciao zusammen, ich bin Jürg und willkommen zu Grisha Yeti grüßt dich. Das Format, wo du in den Kommentaren kannst herschreiben, Hashtag grüß mich und dann noch deinen Namen, damit ich dich in der nächsten Folge grüßen kann. Und natürlich kannst du auch mir Fragen stellen, einfach dazu Hashtag Frage und deine Frage nebendran schreiben. Dann werde ich, wenn möglich, deine Frage bei der nächsten Folge natürlich sehr gerne beantworten. Heute wird es eine Special-Folge geben. Ich will eigentlich meine Videos so in kurz halten, wie das ja von mir ein bisschen kennen. Aber heute könnte es wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern, dass es einfach zwei Punkte gibt, die ich will ansprechen, die mir wichtig sind, die mir auch am Herzen liegen. Kommen wir zum ersten Punkt gerade. Und zwar geht es hier um die 1000 Abos. Wir haben es geschafft, meine Güte. Wir haben einfach die Grenze von den 1000 Abonnenten geknackt. Hey, das ist so unglaublich. Ich bin jetzt eigentlich noch sprachlos, obwohl ich jetzt so voll am Reden bin, am Laufen bin in einem Tempo. Aber ich weiß nicht wirklich was sagen, außer Danke, danke jeder einzelnen Person da draußen. Fettes Dankeschön. Ich würde euch am liebsten einzeln persönlich wirklich danken, umarmen, mit dem ein Foto machen. Es wäre einfach, oh mein Gott, hey, ich bin so dankbar für das. Klar, das ist eine kleine Zahl für gewisse, aber für mich ist es eine riesige Zahl. Es ist unglaublich. Und ich würde jedem Einzelnen davon am liebsten einfach nur umarmen und Danke sagen. Das geht jedoch leider nicht. Wobei, an sich geht es da. Und zwar der 29. Dezember. Das ist ein grosses Datum. Aber ich komme noch nicht jetzt auf das, weil das ist ja der zweite Punkt, den ich will ansprechen. Bleiben wir immer noch bei den 1000 Abos. Das ist einfach nur awesome. Das ist so geil, dass wir das miteinander geschafft haben. Und natürlich habe ich mir gedacht, ein Abo-Special zu machen. Ich habe noch gar keine Ideen. Wenn ihr Ideen habt, schreibt euch das unten rein mit Hashtag Special oder Hashtag Abo, was auch immer, und dann eure Ideen dazu. Und wenn ihr das wirklich möchtet sehen, wenn ihr möchtet ein 1000 Abo Special haben, dann liken das Video. Komm, vergewaltigen den Like-Button, hauen die Daumen raus, eskalieren. Ich will so viele Likes auf dem Video sehen, wie es noch kein anderes Video von mir jemals gehabt hat. Und vielleicht auch schon irgendwann würde ich wieder schaffen. Also eskalieren wirklich. Denn nur so weiß ich, dass ihr das wirklich auch möchtet. Und ich will's. Und wenn es ihr auch möchtet, dann liken das Video bis in den Himmel auf. Das wäre richtig geil, das würde mich genauso freuen, wie dass wir es einfach miteinander geschafft haben. Jetzt dann aber nicht länger über das labern, weil sonst geht wirklich erwähnt. Ich will das Video kurz halten. Kommen wir auf den zweiten Punkt. Wie gerade erwähnt, der 29. Dezember. Das ist ein riesen Datum. Das ist ein awesome Datum, muss man sagen. Wieso? Am 29.12. findet TubeCon statt. Was ist TubeCon? TubeCon ist der grösste Social Media Event in der Schweiz. Da kommen jenste Leute, da kommt Gabirano, Iris Reeves, Cubanito kommt. Hey. Überlegt mal, Cubanito kommt auch, das kommen so viele grosse, bekannte Leute und ich darf auch sogar ein Teil davon sein, was richtig awesome ist. Einfach nur geil, ich freue mich auf das Event und genau an diesem Event kannst auch du teilnehmen. Ich werde euch alle Infos unten in der Videobeschreibung verlinken, wo ihr dann das Programm findet. Das genaue Programm, das sollte am 6. Dezember rauskommen und ihr könnt euch natürlich auch Tickets dafür holen. Auch der Link dazu, wie du dir zu dem Ticket kommst, habe ich dir unten verlinken, wie erwähnt. Alle notwendigen Links finden ihr jetzt unten in der Videobeschreibung. Zieht euch das rein, ich würde mich riesig freuen, euch dort zu treffen, mit euch können quatschen, Fotos machen etc. und hey, das wäre einfach richtig geil. Der Event wird einfach nur geil, das wird ein riesen Event. Und wenn ihr denkt, ja, aber wir sind meine Eltern und so, keine Angst, es gibt dort Parents Park, also ihr könnt eigentlich kommen und das mal einfach die Eltern dort parkieren und auch dort wird um die wird sich kümmern, so wie es in anderen Orten für kleine Babys gekümmert wird, natürlich auf andere Art und Weise. Aber ihr müsst auch keine Bedenken haben, ihr könnt wirklich frei rumlaufen und müsst nicht zwingen mit euren Eltern rumlaufen, die könnt ihr, wie gesagt, parkieren. Also das ist wirklich perfekt organisiert, das ist riesig, ich freue mich auf das Event. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn auch du dort bist und ich dir persönlich kann Danke sagen für dein Abo, für deine Unterstützung, für alles. Das wäre richtig geil. Ich würde mich richtig darüber freuen, wenn auch du dich freust. Dann schreib doch jetzt schon bereits unten her in den Kommentaren Hashtag TubeCon und Hashtag TubeConCH.
Ich tue es euch noch so herschreiben, wie das Hashtag soll sein. Einfach unten herschreiben, dann weiss ich, dass auch du wirst kommen oder du dich auf das Event freust, bereits setzen. Und es hat sogar noch einen weiteren Vorteil, wenn du das jetzt unten herschreibst, dann es wird ein neues Video, also ein neues, es ist ein neues Video, das wenn kommt, ist ja neu, aber es wird ein weiteres Video rauskommen, denn ich werde dort 2 Tickets verlosen für TubeCon. Dort wird es natürlich Bedingungen haben. Und du kannst natürlich deine Chancen bereits jetzt steigern, indem du zu diesem Video unten her schreibst Hashtag TubeConCH. Somit ersteigerst sie nicht, sondern du steigerst wegen der Event deine Chancen, um allenfalls an die Tickets zu kommen. Ja, wie es genau wird gehen, das muss ich mir noch überlegen, aber was genau für Bedingungen. Auf jeden Fall so kannst du deine Gewinnchancen sicher schon mal steigern. Finde ich eine geile Idee von mir, oder? Jawohl, ist eine geile Idee. Jetzt aber genug gelabert. Das Video geht schon jetzt brutal lang und ich wiederhole mich und das macht es wieder noch länger, das ist auch wieder konfus. Ja! Das ist einfach wieder mal so spontan, ein bisschen noch kurz vorbereitet mit den Kommentaren. Und jetzt kommen wir doch zu einmal den Grüß. Wow, das Deutsch. Wow, das Deutsch. Beschränkt. Geistesarm, schwer von Begriff. Joshua spielt Fipsi, Ivo Monster und ich hoffe, deine Schraube ist nicht mehr länger im Bein. Das war's bereits mit den Grüßen. Somit haben wir doch noch ein bisschen Zeit für ein paar Fragen, Kommentare von euch. In der letzten Episode habe ich euch darum gebeten, mir so fiese Fragen zu stellen, so Wenn-Fragen, ich weiß nicht, wie man sie nennen, es sind einfach so fiese Fragen, so Entscheidungsfragen. Und ihr habt mir ein paar unten hergeschrieben und wir fangen doch gerade an mit der ersten Frage. Die kommt vom Pink Rooster. Lieber ein YouTube-Star mit 20 Millionen Abos oder ein erfolgreicher Hollywood-Blockbuster-Regisseur? Das ist wirklich heftig, YouTube hast du eine Freiheit und alles, du kannst machen, wie du willst, du kannst Zeit planen, aber Hollywood-Regisseur, so richtige fette Filme zu machen, wäre auch geil. Nur die Frage ist, könnte ich das? Ich glaube, ich könnte das weniger und ich habe einen Spass, das zu machen, was ich jetzt mache. Wobei, wenn ich Blockbuster-Regisseur wäre, könnte ich YouTube nebenbei auch noch machen. Und als so viele Abonnenten wirklich als so ein Regisseur zu werden, wird eher schwer sein, nicht unmöglich. Darum würde ich jetzt auswählen, Hollywood, der Blockbuster-Regisseur und nebenbei weiterhin so wie jetzt YouTube für euch mit euch zusammen zu machen. Perfekt, oder? Auch der Fips hat eine Frage. Er schreibt, Achtung, ganz fies, wenn du eine Mannschaft müsstest aus der National League verbannen, welche Mannschaft wäre das? Viel Spaß beim Überlegen. Ja, da muss ich echt überlegen. Ich bin ja HCD-Fan und das schon seit klein auf, seit 4, 5, 6, keine Ahnung, auf jeden Fall schon seit wie viele Jahren bin ich HCD-Fan und ich bin einer, der eben seine Mannschaft supportet dort und nicht einer, der andere will schlecht machen. Ich bin auch keiner, der über andere Fans auf den Schienen sagt, die Mannschaft, das sind alles Husos oder was auch immer. Überhaupt nicht. Ich supporte meine Mannschaft, indem ich meine Mannschaft, meine Spieler gut reden oder gut dastehen lasse. Meine HCD sind ja die besten Spieler, aber genau das, ich will meine Mannschaft supporten und nicht andere schlecht machen. Und an sich, wenn ich jetzt noch entscheiden muss, sage ich ja indirekt, ja, dass ich die nicht mag. Aber das ist nicht der Fall. Aber ich muss mich ja gleich entscheiden. Und wer soll ich nehmen? Es ist verdammt schwer. Ich nehme keine es tut mir leid, ich wähle da keine Mannschaft aus, weil das würde gegen mich sprechen. Ich will nicht sagen, ich mache niemand schlecht und das wäre es schlecht machen. Also keine Entscheidung von mir, muss mich rausnehmen, weil sonst würde ich gegen meine eigenen Vorstellungen, also das, für was ich stehe, dagegen sein und würde etwas machen, was ich gar nicht will. Also keine Entscheidung von mir, es gibt keine Antwort, weil ich finde, es ist auch sportlich und ich will da nicht irgendeine Mannschaftswehr, sondern eine Entscheidung rausnehmen. Mache ich einfach nicht, weil das gegen meine Prinzipien geht. Bobokong hat auch noch eine Frage. Er fragt mich da, würdest du beim HCD spielen gegen Freiburg und wenn du ein Goal schiessest, kriegst du 20'000 und wenn du keins machst, musst du 20'000 geben. Wenn ich würde ja beim HCD spielen, ich würde kein Goal schiessen, so wie wäre, aber wenn ich natürlich ein Topspieler wäre, dann wäre ich beim HCD und dann würde ich auch ein Goal schiessen. Und wenn ich keins würde machen, würde ich 20'000 geben, würde ich machen, aber ich würde 20'000 spenden und wenn ich sie würde kriegen, würde ich sie auch spenden. Also von dem her würde ich ja genug von dir, also würde es bei mir dann auf die 20'000, klar, das ist 20'000 brutal viel Geld, auch für einen Hockeyspieler in der Schweiz, aber dann würde ich es machen. Jetzt so mit meiner Situation jetzt, mit meinem Fitness oder gar nicht Fitnesslevel, würde ich das nicht machen, weil ich würde noch Geld weggeben und das Geld habe ich ja gar nicht. Also wenn ich vorher Geld habe, dann ja, aber habe ich nicht. Aus dem Grund gehe ich mal so aus. Profispieler ja,
so wie jetzt, nein. Das war's bereits mit den fiesen Fragen. Wenn du auch so ein paar Fragen an mich hast, einfach unten in den Kommentaren reinhauen. Wer weiß, bei der nächsten Episode kommt sie vielleicht sogar dran. Hat natürlich auch noch andere Kommentare gegeben oder Fragen. Und schauen wir mal ein bisschen an, was da zusammengekommen ist. Carlo Kraft fragt, machst du mal bitte ein Fan-Treffen in Chur? Wer weiß, vielleicht mache ich das. Wenn du mich aber möchtest treffen, dann komm doch einfach am TubeCon am 29.12. im Hansa-Stadion Zürich. Dort kannst du mich auch treffen. Würde mich auf jeden Fall richtig freuen. Ivo Monster fragt, kannst du mal GTA 5 Let's Playen? Werde ich nicht machen, aus folgendem Grund, warum auch vielleicht andere Games gar nicht bringen, die ich gerne würde bringen. Und zwar geht es um Zeit. Ich arbeite noch 100%. Und wenn ich noch andere Videos reinbringen, muss ich auch etwas anderes gegen hinten schieben. Und das will ich nicht, weil sonst würde auf einmal die EVZ-Saison auf einmal das Video erst nach 2 Wochen wieder mal kommen. Und, oder 2W würde noch auch wieder alle 2 Wochen noch kommen. WW kommt einigermaßen jetzt schon ein bisschen wenig oder nur ein Video pro Woche oder 2 Videos. Kann man als wenig empfinden, aber für mich so viel, weil sonst muss ich ja jeden Tag ein Video aushauen und das geht nicht. Ich arbeite nebenbei noch 100%, das ist das Hobby und ich kann nicht jeden Tag nach dem Arbeiten noch 5-6 Stunden anhängen, um noch Videos rauszuhauen. Geht einfach nicht. Nicht umsetzbar. Was jedoch eher umsetzbar wird sein, das muss ich noch schauen, das ist der Kommentar vom Robin Zimmermann. Ich fasse es einfach mal kurz zusammen. Möchte er, dass ich den Spengler Cup nachspielen oder vorspielen? Das finde ich eine coole Idee. Ich wollte das schon letztes Jahr machen, aber da ist das Problem, es sind nicht alle Mannschaften dabei gewesen bei NHL 17 und es gibt auch keinen so Modus. Wenn es jetzt beim NHL 18 ist, weiß ich auch nicht, sind da alle Mannschaften dabei oder nicht. Auf jeden Fall ein Modus, Spengler Cup Modus, das gibt es ja nicht. Was ich könnte machen, ist einfach mit dem HCD die Spiele, die es am Spengler Cup haben, einfach vorspielen, also Prediction-mäßig. Das würde ich vielleicht noch feiern. Wenn ihr denkt, das ist eine geile Sache, dann schreibt noch in die Kommentare nachher Hashtag HCD Prediction oder Hashtag HCD Cup. Irgend so etwas, wo ich weiss, ihr meint das mit dem HCD und Spengler Cup, so Match Prediction. So etwas könnt ihr machen. Das würde noch reingehen, aber der ganze Spengler Cup würde auch nicht gehen, weil das wäre zu viel wieder, um das reinzubringen. Nicht umsetzbar von der Zeit für mich allein. Einfach nicht möglich. LP mit dem Gamer hat eine sehr wichtige Frage, ja sogar schon am Punkt, muss ich sagen, hat er da. Und zwar, wann geht es endlich los mit den Games gegen die Community? Ich weiss, ich habe es euch versprochen, dass es machen wird. Aktuell fehlt mir einfach Zeit. Ich habe keine Zeit für das. Ich habe es aber euch versprochen und ich verspreche es euch nochmal, ich werde gegen euch zocken. Also ich werde mal so Videos machen, wo ich gegen jemanden von euch game. Weiss aber wirklich noch nicht, wann ich die Zeit dafür finde. Ob es in diesem Jahr wird oder im nächsten Jahr, ich kann es nicht sagen. Nur eins kann ich es euch versprechen, es dir versprechen, dass das kommen wird. Wenn du möchtest schon mal gegen mich zocken oder so und du willst es mitkriegen, wenn das wird passieren, dann folgt mir doch auf meinen Social Media Kanälen, auf Instagram, Twitter, Facebook. Ich verlinke euch alles noch unten in der Videobeschreibung. Das ist eigentlich in jedem Video ist es unten verlinkt, die Kanäle. Dann haue ich es dort raus und wenn ich merke, dass ihr mir auf mal richtig folgen, dann weiss ich auch, ihr möchtet das. Und jetzt sind wir eigentlich am Ende angekommen von diesem Video. Alles ist durch. Wegen den 1000 Abos nicht vergessen, liken das Video wirklich, wenn ihr möchtet ein Abo-Special sehen. Und wenn ihr möchtet an der TubeCon kommen, wenn ihr möchtet ein Teil davon sein, dann kommen wir wirklich am 29. Dezember an die TubeCon. Alle Links finden unten in der Videobeschreibung und schreiben noch unten her. Hashtag TubeConCH, wenn ihr möchtet allenfalls eins von diesen 2 Tickets gewinnen. Das können wir jetzt genau wird kommen. Wie gesagt, das ist jetzt einfach eine Erhöhung von der Chance. Wenn es genau wird kommen, wie die Verlosung wird ablaufen, das kommt dann im weiteren Video. Jetzt wiederholen wir eigentlich nur eine kurze Zusammenfassung, macht gar keinen Sinn. Ihr habt ja das Ganze alles gelockt. Wenn du etwas verpasst hast, etwas übersprungen hast, dann geh zurück und log das Ganze wirklich an, damit du gar nichts verpasst hast und alles hast mitgekriegt. Jetzt auf jeden Fall sind wir am Ende angekommen. Es war awesome! Und aus dem Grund verabschiede ich mich jetzt richtig awesome von euch und wünsche euch somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!